Heute geht es um das Gebet der Gesundheit. Gesund zu sein ist ja immer etwas, was Leute sich wünschen. Wenn sie sagen, was kann ich mir wünschen? Wenn sie sagen, ich wünsche mir, dass du gesund bleibst. Ich weiß, was Leute meinen mit dem, aber das ist ja auch ein Teil von unserem Leben. Es heißt in 3. Johannes Kapitel 1, Vers 2, und ich finde, das fasst das alles so wunderbar zusammen, wo es heißt, lieber Gaius, ich hoffe, dass es dir gut geht, du an Leib und Seele so gesund bist, wie in deinem Glauben. Und er sagt mit dem nicht nur, dass der Glaube gesund ist oder dein Geist, sondern er spricht von Seele. Das ist ganz interessant. Er spricht vom Körper und auch vom Geist. Und wenn wir heute für Gesundheit beten, beten wir auch natürlich, dass Gott uns physisch, körperlich heilt. Das ist kein Thema. Aber wir beten eigentlich auch die Frage, wie können wir unseren Körper gesund halten, was wir machen können und wie können wir für unsere Seele achten und was können wir auch für unseren Geistesdienst tun. Das sind eigentlich 5 Punkte, die wir zusammen mit dir beten möchten. Das erste ist, wir möchten beten für gute Angewohnheiten. Also ich habe ja am Sonntag darüber gesprochen, was bewirken schlechte Gewohnheiten und was bewirken gute Gewohnheiten, weil man sagt auch, viele von unseren Krankheiten, die man hat, seelisch, körperlich, geistig, hat mit dem zu tun, was für einen Rhythmus oder was für schlechte Gewohnheiten wir uns angeeignet haben. Hast du dir schon mal überlegt, was für schlechte Angewohnheiten das du hast? Es ist mir echt schwer gefallen, sie aus diesem Buch heraus aufzuschreiben, weil ich gedacht habe, ich will mich gar nicht so damit befassen. Aber wenn wir nicht realisieren, was für schlechte Angewohnheiten das wir haben, dann können wir sie auch nicht loslassen. Und es steht hier auf Seite 138 für alle, die dieses Buch haben. Kannst mir nicht aus der Hand nehmen, sonst finde ich die Seite nicht mehr. Ich wollte ein paar schlechte Gewohnheiten vorlesen. Lebe wie niemals zuvor. Seite 138. Es beginnt bei Seite 137. Zum Beispiel zu spät zu Terminen kommen. Beim Reden mit anderen das Smartphone checken. Stundenlang Fernsehen, zu viel Social Media, immer Ja sagen, ungesund essen, unnötiger Konsum, Rauchen, Lästern, zu schnell aufgeben, Grübeln und Sorgen. Das sind alles schlechte Gewohnheiten. Und wenn es schlechte Gewohnheiten gibt es auch gute Gewohnheiten. Und gute Gewohnheit, also steht zum Beispiel früh aufstehen. Und ich muss dir sagen, ich bin heute Morgen aufgestanden, ich bin früh aufgestanden und das ist eine gute Gewohnheit, weil ich habe mich hingesetzt, ich habe Bibel gelesen, ich habe den Heiligen Geist gefragt, was willst du mir sagen durch diesen Bibeltext, der für mich jetzt sehr unverständlich ist. Und lange Rede, kurzer Sinn, ich habe 2 Worte bekommen und zwar Today is a day of salvation, das kommt von einem Song und das heißt, heute ist der Tag der Rettung und heute ist ein wundersamer Turnaround, also was heißt das? Eine Umkehr. Eine Umkehr und das ist der Grund, warum ich früh aufstehe als gute Angewohnheit, weil Gott spricht. Ich spreche dir diese Worte zu, gerade dann, wenn es um Gesundheit geht. Wir machen das jetzt in dem Moment zum Gebet und sagen dir, danke Gott, dass heute ein Tag der Rettung ist. Für mich, für Leo, für jede einzelne Person, die zuschaut. Und danke, dass eine wundersame Wende kommt, gerade auch in Bezug auf Gesundheit für jede einzelne Person, die heute zuschaut, die zuhört und die das mitbekommt. Und das sind nicht einfach schöne Worte, das sind nicht einfach Wunschgedanken, sondern das basiert auf deinem Wort. Genau, ich bete jetzt auch, wenn du leidest unter schlechten Gewohnheiten, die du wie nicht losbringst, dass du sagst, ja, es kommen mir viele Dinge in den Sinn, dass mir auch immer wieder gesagt wird. Ich bete jetzt da, wo du dich hilflos und auch machtlos empfindest, bete ich jetzt, dass diese Kraft Gottes in dich hineinkommt, weil die Früchte vom Heiligen Geist ist ja ein Paket, kann man nicht eines rausnehmen, das uns passt. Und es ist auch, Früchte sind auch wachsend, multiplikativ, vermehren. Und das heißt am Ende, der Geist der Selbstdisziplin ist uns von Gott gegeben. Und ich bete jetzt einfach, dass dir Gott die Kraft gibt. Ich bete, dass Gott dir auch die Werkzeuge dazu gibt, dass der Heilige Geist dir Tipps gibt, wie man das ganz konkret anpacken kann. Und ich möchte diese Kraft der negativen Eigenschaften brechen, wo wie Mächte, Kräfte, Dinge sind, wo du wie nicht rauskommst und du erleben wirst,
dass durch die Kraft Gottes diese Dinge möglich sind. Ja. Amen. Also, das sind Gewohnheiten. Ich möchte dich auch einladen, diesen Sonntag werde ich erklären, wie kann man gute Gewohnheiten etablieren. Und das darfst du jetzt wirklich nicht verpassen, diesen Sonntag. Ich werde auch wirklich erklären, weil über das Schlechte zu sprechen, das kann jede Person machen. Aber wie man Dinge ändern kann, ist entscheidend, weil es gibt ganz einfache, simple Tools, die man eben wissen muss. Das Zweite, was wir beten möchten, ist gute Erholung. Also darum hat ja Gott uns auch einen Sabbat gegeben, einen freien Tag oder Urlaub. Und der Urlaub ist nichts anderes, dass man eigentlich zur Ruhe kommt und auch reflektiert den Urlaub. Man schaut zurück und sagt, was haben wir alles erlebt mit Gott und welche Eigenschaften haben wir erlebt, die sind nicht gut. Das schreibt man im Urlaub auf und da macht man sich auch Gedanken im Urlaub. Wie kann man das mit der Kraft von Gott ändern für das, wenn ich vom Urlaub nach Hause komme? Weil was viele machen nach dem Urlaub, es geht gleich weiter, wie man in den Urlaub reingekommen ist und man wünscht sich dann wieder den nächsten Urlaub. Aber Urlaub ist immer eine Pause zu machen, um Gott anzubeten, das ist der Sabbat, um zu feiern, was Gott gemacht hat, dass man feiert, was Gott gemacht hat. Aber es ist auch ein Reflektieren, wo man sagt, okay, welches von diesen Dingen muss ich jetzt wirklich anpacken. Und darum ist eben der Sabbat oder auch Urlaub so umkämpft. Natürlich, wenn du Kinder hast, ist es oft ein Tapetenwechsel, aber immerhin ist es ein Tapetenwechsel. Und da muss man sich aber auch bewusst sein, das ist auch wieder eine Phase. Und man kann diese Phase nicht abkürzen und sagen, ja, das geht schon, wenn du Single bist, das geht schon, weil jede Person, habe ich festgestellt, hat eine Ausrede. John Eldridge hat gesagt, wir sind alle Jünger vom Internet. Das heißt, wir sind mehr in dem Sinne umgeben von zu viel Einfluss. Wir haben ganz ehrlich zu viele Informationen. Und es ist ehrlich gesagt ein Segen, aber auch ein Elend, weil früher, wenn zum Beispiel der Waldbrand gewesen war in L.A., hast du das vielleicht 4, 5 Tage später in der Zeitung gelesen. Heute siehst du das sofort, was passiert in Venezuela, was war in Grand Montana geschehen, was passiert in China, überall in Taiwan. Also wir sind jeden Tag umgeben von so viel News, dass wir das Gefühl haben, die Welt ist schlechter geworden und das stimmt nicht. Die Welt ist heute sicherer geworden, es gibt weniger Armut, es gibt mehr Nahrung, es gibt weniger Kriege, aber das Gefühl, das wir haben, ist genau das Gegenteil. Und ich möchte jetzt mit dir zusammen einfach ganz kurz eine Pause machen und Gott einfach Danke mal zu sagen, dass seine schützende Hand dennoch und trotzdem über mir ist. Vater, ich danke dir, dass jetzt, wo ich mal ganz kurz einfach auf Pause drücke, nach innen schaue, meine Gedanken sind überall und meine Sorgen sind auch überall, meine Zweifel sind überall und meine Emotionen sind überall. Und ich will dir einfach Danke sagen, dass du dennoch und trotzdem versprochen hast, dass du bist bei mir. Du leitest und führst mich und darum ist meine Gedankenwelt, die drehen sich so schnell immer wieder, dass es wie nicht zur Ruhe kommt. Und ich möchte dir Danke sagen, dass du mir auch dabei hilfst, wie ich konkret meiner Seele, meinem Körper, meinem Geiste einen Sabbat geben kann. Wie ich meinem Körper auch Urlaub geben kann. Und wenn ich jetzt so bete, ist immer die Frage, was ist dann ein Sabbat? Was darf man am Sabbat? Was darf man dann im Urlaub? Also das ist eine krasse Frage, was darf man dann, weil die Juden haben am Urlaub nicht gekocht, aber dafür haben sie vorgekocht, ist ein Vorstress. Dann haben sie gewisse Dinge einfach ausgetrickst. Genau, da kann man mega religiös werden. Die Frage im Urlaub ist für mich immer, wo tankt deine Seele, deinen Körper, deinen Geist göttlich auf? Also was sind Dinge, die dir gut tun, wo du aufblühst und nicht einfach, ich sitze den ganzen Tag und mache nichts. Das wäre zum Beispiel für mich das Schlimmste, was ich machen kann. Wenn ich einen Tag da sitze, habe ich mehr Ideen, als würde ich einen ganzen Tag klettern gehen. Das funktioniert für die meisten schon und für mich, die aktiven Leute, haben noch mehr Ideen. Also jetzt merkst du, alleine die Frage, was ist ein Sabbat, was ist Erholung, wo blühe ich auf, ist ein Thema, wo ich dich einfach mitnehmen möchte. Was ist das, was dir gut tut? Wo du sagst, aber nicht einfach, man isst mehr Schokolade, man schaut mehr Fernsehdings, sondern wo blühst du geistlich auf? Wo hast du einen Rhythmus von Zurückschauen, also reflektieren, Gott Danke sagen und Dinge anpassen für die nächste Woche?
Dann kommt das dritte, gute Ernährung, Susanne. Ja, und die Frage ist hier, bist du zufrieden mit deinem Ess- und Trinkverhalten? Das ist eine direkte und sehr ehrliche Frage. Bist du zufrieden? Hast du das Gefühl, dass dein Ess- und Trinkverhalten Gott Ehre gibt? Und zwar ist es nicht eine Frage, die du dir einfach mal so stellen kannst, sondern es ist eine zentrale Frage, weil Essen und Trinken sind die Dinge, die unser Leben sehr stark bestimmen und deswegen auch vereinnahmen können. In 1. Korinther 6, Vers 20 heißt es, Gott hat euch freigekauft, damit ihr ihm gehört. Lebt deshalb so, dass ihr mit eurem Körper Gott Ehre bereitet. Und ich möchte direkt in ein Gebet hineingehen, wo wir die Möglichkeit haben, jetzt unser Ess- und Trinkverhalten zu reflektieren. Und lass das Angenehme zu, aber lass auch das Unangenehme zu. Also ich finde es auch ganz kurz noch, bevor du betest, Susanne, ein mega schwieriges Thema, weil, wenn ich zurückdenke an meine Kinder, also es gab 2, 3 Joghurtsorten, das war alles. Es gab Cornflakes, 2 Sorten. Wenn ich heute in eine Tankstelle tanken gehe und ich will mir was Gesundes kaufen, außer einen Apfel und Banane gibt es nichts. Es ist alles voll von Dingen, die sind einfach grundsätzlich, die wachsen nicht auf der Erde. Die wurden zubereitet. Es ist immer die Frage vom Maß, aber ich merke, es ist ein Riesenthema, dass es viele Dinge gibt. Natürlich, die Ernährung ist heute auch breiter als noch früher. Früher hatte man es gab keine Erdbeeren im Winter. Es gibt auch plötzlich viele Dinge, die haben mit der Saison nichts was zu tun. Und das macht es auch, wir sind gesegnet, aber auf der anderen Seite haben wir Zugang zu Dingen, die sind krasser denn ever, zu einem Preis, auch den man früher gar nicht bezahlen konnte. Und darum ist es ein wichtiges Thema, ohne religiös zu sein, aber doch einfach zu überlegen, weil ein Freund hat zu mir gesagt, warum habe ich ihn gefragt, isst du so gesund und machst immer Sport? Und er hat mal einen Satz gesagt, und das hat mich überzeugt. Er hat gesagt, es ist nicht, weil ich mit dem länger lebe. Das wäre eine Illusion. Es gibt auch Leute, die rauchen, trinken und werden 100 und sagen genau das Gegenteil. Er hat gesagt, aber die Zeit, die ich lebe, bin ich fitter. Und das hat mich überzeugt zu sagen, das stimmt, weil so wie man isst, steht man oft auf. Das wollte ich nur ganz kurz als eine Klammer sagen. Nicht mal, dass man das Gefühl hat, wir verteufeln alles im ICF, keine Schokolade mehr, alle diese Dinge. Das ist nicht der Punkt. Es ist immer das Maß die Frage. Ja, und Heiliger Geist, ich danke dir für meinen Körper. Ich danke dir für die Nahrungsmittel, Ja. die wir zur Verfügung haben. Und lass mich heute, an dem Tag, wo du Rettung schenkst und an dem Tag, wo du Wunder Yes. wirkst und eine wundersame Wende bewirkst, lass mich die Lebensmittel sehen und lass mich meinen Körper sehen und lass mich mit deinen Yes. Augen sehen, was diese Lebensmittel in meinem Körper bewirken. Ob sie ihm Energie spenden, ob sie ihm Kraft spenden, Vitamine spenden, Energie spenden oder ob sie am Ende Bedürfnisse befriedigen, die eigentlich du stillen möchtest. Ja. Lass mich das sehen heute. Lass mich meinen Teller sehen, was auf meinem Teller ist, wo ich nasche, wo ich im Verborgenen, im Versteckten Dinge zu mir nehme, die meinem Körper eigentlich nicht gut tun. Ja. Und lass mich stattdessen Lust bekommen auf gesunde Nahrungsmittel, die mich stärken, die mich vital machen und die mich lebendig machen. Ja. Yes. Es kommt Bewegung, Sport, das ist das Nächste und das ist auch interessant, weil ich denke, das hat zu tun mit Geistlichkeit, weil Jesus und die Jünger, die sind gelaufen von Ort zu Ort. Das waren sehr, sehr viele Kilometer in dem Sinne und wenn man sich bewegt, der ganze Körper sich durchblutet, macht das etwas. Und es ist einfach nicht so, dass man sagt, Sport kommt in der Bibel nicht vor, das musste Jesus gar nicht betonen, weil dazu mal man hat auch auf dem Acker gearbeitet und meine Eltern hatten wie einen kleinen Bauernhof und wenn du da draußen arbeitest, dann gehst du am Abend nicht mehr in das Gym, weil du hast schon gearbeitet.
das ist auch wieder du hast aufgeschrieben, Susan, was sind die Vorteile? Kannst du mal ganz kurz vorlesen? Es gibt, wenn wir uns gut bewegen, körperliche Vorteile, geistliche Vorteile und seelische Vorteile. Und lass uns die mal verinnerlichen. Ich habe sie aufgeschrieben, weil es ist echt für mich motivierend. Also die körperlichen Vorteile, wenn ich mich bewege, verbesserte Gesundheit, stärkere Muskeln und Gelenke, bessere Körperhaltung, Energiezuwachs, Gewichtsmanagement. Das sind allein nur schon die körperlichen Vorteile, wenn ich mich bewege. Dann gibt es auch seelische Vorteile, zum Beispiel verbesserte Stimmung, stärkere Selbstwahrnehmung. Ich spüre plötzlich mich selber besser und es macht mich dankbarer. Und dann gibt es noch die geistigen Vorteile. So viele. Ja, Stressabbau, bessere Konzentration, erholsamer Schlaf. Und ehrlich gesagt sehe ich da nichts Negatives dabei und deswegen bin ich motiviert, auch jeden Tag rauszugehen und mich zu bewegen, und wenn es nur 5 Minuten sind, wenn es nur Treppenlaufen sind, anstatt die Rolltreppe oder den Fahrstuhl zu nehmen. Und du hast gestern bei Hour of Prayer eine Geschichte erzählt von einem Freund, die könntest du noch mal bringen, weil die ist wirklich eindrücklich. Ja, er hat gesagt, ich habe mein Leben lang gegessen, getrunken, auf nichts geachtet, versuchte die Bibel zu lesen, habe es gemacht, er hat gesagt, so, jetzt gibt es the best year of my life. Er hat gesagt, jetzt werde ich ein Jahr, werde ich jeden Morgen die Bibel lesen, ich werde ein Jahr gesund essen und ich werde also 4 Tage oder 4 bis 5 Tage in das Fitnessstudio gehen und ich werde keinen Alkohol trinken, ich werde keine Süßigkeiten essen. Also war richtig krass. Ich gesagt, das hat mein Körper verdient, weil er hat jetzt sein Leben lang eben das Gegenteil bekommen. Und nach einem Jahr der Körper, seine Ausstrahlung, allem, ich habe gedacht, wow. Und was dann passiert, natürlich gewisse Eigenschaften nimmt man nicht mehr mit in dem Sinne. Also ja, probier's einfach aus. 3 Tage, eine Woche ausprobieren. Also ich bete jetzt, Vater im Himmel, dass du mir auch dabei hilfst, einfach da jetzt auch in eine Balance hineinzukommen, wie ich das mit meiner Art, mit meiner Agenda, die ich habe, einfach hineinbringe. Ja. Und wenn du jetzt Kinder hast, wo du in einer Season bist, wo man viel reist, eben statt Rolltreppe die Treppe, es gibt viele Dinge, und ich habe einen Home-Trainer gekauft, war zu Hause, weil ich Kinder hatte. Es gibt viele Dinge, die man machen kann. Und ich bete einfach, dass du an Geist, Seele und Körper gesund werden wirst. Und jetzt bete ich konkret auch für eine körperliche Heilung, weil es ist ja Gesundheit. Das eine ist, was wir machen können, das ist das, was die Welt dir alles sagt, was man machen kann an Disziplin und Essen und diese Dinge, und die finde ich super gut, aber was die Welt dann einfach auskippt und nicht machen kann, ist Heilung, weil sie nicht an einen Gott glauben der Heilung. Und die Visitenkarte von unserem Reich von Gott ist Heilung. Und die Bibel sagt, wenn die Ältesten die Hände auflegen auf die Kranken, wird es ihnen besser gehen, also nicht schlechter. Es gibt eine Entwicklung. Und ich lade dich darauf ein, deine Hand auf den Körper zu legen, da wo du krank bist, da wo du vielleicht eine Krankheit hast, das symbolisch. Und ich danke dir, Vater im Himmel, ich proklamiere, ich zitiere dein Wort. Du hast gesagt, bevor sich ein Wort nicht erfüllen wird, vorher wird Himmel und Erde vergehen, werden nicht Bestand haben können, weil mein Wort wird ewig sein. Und ich bete jetzt, dass der Geist der Krankheit, der Geist der Depression, der Geist von Herzrhythmusstörungen, der Geist vom zu hohen Blutdruck, von Zucker, von Krebs, von Asthma, der Geist von Gelenkschmerzen, von Ausschlägen. Ich befehle den Geist jetzt im Namen von Jesus Christus, weil Krankheit ist ein Geist, ist nicht einfach so eine Eigenschaft. Und Jesus hat immer den Geist vom Fieber, der Geist der Blindheit, der Geist der Taubheit, der Geist vom Tod ausgetrieben. Und ich treibe diesen Geist des Todes, der Krankheit aus im Namen von Jesus Christus in dir. Und wir laden den Geist Gottes ein, der Gesundheit, der Kraft, der Wiederherstellung, der Versöhnung auch, dass Bitterkeit ersetzt wird mit Freude, mit Vertrauen, mit Liebe, mit Hingabe. Und wir laden diesen Geist der Heilung ein in dich hinein.
In den Wunden von Jesus Christus bist du geheilt und gesund, so wie dir vergeben worden ist. Das glauben wir, das nehmen wir an, nehmen in Anspruch. So seid ihr auch geheilt in meinen Wunden. Da spreche ich aus jetzt über dir im Namen von Jesus Christus. Und im Glauben sagen wir Amen, heißt, es soll so geschehen, wie ich jetzt gebetet oder auch erbittet habe. Amen. Amen. Also du merkst, Gesundheit ist immer, was können wir tun? Das tun wir und da braucht es Disziplin, ist gar nicht so einfach, das wissen wir. Darum haben wir auch eine Serie gemacht über Gewohnheiten, wie kann man schlechte Gewohnheiten ändern. Aber den einen Punkt von Heilung, den kann man nicht machen, den kann man erbeten. Und vielleicht betest du schon seit einem Jahr für Heilung, dann klopfst du an diese Türe wie die Witwe, bis diese Türe aufgemacht hat, ja, darf nicht aufgegeben, und hat nicht gesagt, ja, dann ist halt so. Manchmal klopfen wir jahrelang, bis etwas aufgeht und das ist eben auch eine Eigenschaft, die Gott uns gegeben hat. Also, ich wünsche einen schönen Tag, bis morgen. God bless you. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss.